Nicht hinschauen. Das ist nichts für kleine Mickeys. Und weiter geht's. Heute machen wir uns auf die Suche nach einem schwarzen Stern. Das ist ganz ein spezieller Stern, der Seelen in sich aufnehmen kann, der jetzt aber leider durch schwarze Magie korrumpiert ist. Und jetzt geht es darum, dass wir die schwarze Magie aus dem Stern rausbringen. Brutal, der Mond. Brutal. Dort rauf gehen wir jetzt. Bis zum Mond rauf. So, der Eiswolf ist eh schon fast im Arsch. Oder kaputt. Und der da auch. Gut. Jetzt purzelt doch ein bisschen den Berg ab. Das ist doch gut. Macht ihr richtig. Schlittenhund. Schlittelt den Berg ab. Faszinierend, nicht? Ich will mit dir reden. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt. Aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß, aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Yes. Das klingt doch gut. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Die Dunmer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Möge Azuras Magie euch beschützen. Und euch. Hammer. Ja gut, Winterfeste kennen wir ja schon. Moment. Kenne euch doch. Ihr seid doch Ich der habe von der nach euch Akademie? gesucht. Ich Hab soll schon euch von euch etwas gehört. liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ein Brief.
Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur, dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Sage Dank. Wir haben mit Ärger zu rechnen. Nice. So bleibt es doch spannend. So, und wir verbessern die Ausdauer. Bleibt weg von der Akademie. Das spart euch zusätzlichen Ärger. Gehen wir in die Akademie, Lydia? Hast du auch gerade so Lust? Vamos. Legt euch nicht mit mir an, Spitzohr. Die ruhmreichen Tage von Winterfeste mögen vorbei sein, aber die Akademie steht noch. Kriegen wir nicht ab. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Gut, da innen schon mal nicht. Es ist... Tut bitte nichts, was die Bin immer noch Einheimischen da. verärgern könnte. Ihr Sie geht. brauchen Ich nicht noch folge. mehr... Winterfeste wäre schon richtig gewesen. Wir müssen den Elfenmagier finden. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Die Magier sind in der Akademie. Ihr könnt sie fragen, wenn sie euch hineinlassen. Nelaka könnte es vielleicht auch wissen. Er ist schon lange auf der Akademie, hat hier aber ein Zimmer. Cool. Bis dann. Tschö. Sage Dank. Nelaka. Den finden wir doch. Ja. Wenn er nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnte er gleich weitergehen. Guck. Meine Tage an der Akademie sind lange vorbei, aber ich bleibe gern in der Nähe. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der argonischen Maid und dem rüstigen Baron. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern.
ein daedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Oh, it's very simple. Scissors cuts paper, paper covers rock. Rock crushes lizard, lizard poisons Spock. Spock smashes scissors, scissors decapitates lizard, lizard eats paper, paper disproves Spock, Spock vaporizes rock, and as it always has, rock crushes scissors. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Moldo? Das habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Da sind wir schon 2. Hi. Oh, zuerst der Magier. Nein, bitte jetzt nicht ruckeln. Und darum. Da werden wir ja reich beschenkt. Servus. Du so? Macht richtig Spaß. Die Viecher. Grüezi. Wer will zuerst?
Hier drüben! Das war gar nichts. Wo ist die andere? Die andere Zauberin. Willst du Heu sagen, Mogli? Hm? Was schmeckst du? Hey, was schmeckst du, Mogli? You in danger, girl. Versteckt sich das Ding? Ah, da. Wo seid ihr? Da seid ihr ja. Zeig dir los. Und du so, Mogli? Das ist zu mir. Du bleibst eh nicht lang sitzen, so wie ich dich kenne. Hm? Du Stinky. Gell? Jetzt sie. Ist das schon alles? Oh oh. Habe sie wohl verscheucht. Wir sind dort. Gell, Mogli? Ich will auch nicht spielen gehen.
Seite. Ja. Was macht ihr denn da? Ein bisschen im Weg. So. Oh, Lydia, du hast da etwas. Ihr hättet nie herkommen sollen. Ja! Ich stehe auf eurer Seite. Upsi. Aufpassen. Hier. Da seid ihr ja. Na, da schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. Mehr Hammer. So sexy. Das ist ja krass. Ei, 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 ei. Viel Verbraucher, du. Oh oh. Wo bist du? Da bist du. Mögen euch die Götter verdammt! Wo bist du? Hat sie dich geschlissen, Lydia, hä? Zumindest liegt sie bequem. Er.
brauchen mehr Silber für den Stern. Der letzte Stahl, bevor er abgeerntet werden konnte. Lydia, pass auf, die sind gefährlich. Gebt auf, solange ihr noch könnt. Ciao. Hui. Gib Kuss. Gib Kuss. Was? Hui, Miki. Lass mein Mikrofon in Ruhe. Kleine Stinky, du. Freund oder Feind? Darfst du entscheiden. Feind, okay, ciao. Ja, sind ja richtig viel verschwendet. Das ist ja schlimm. Und du, Niki, du bist ganz okay. Ich will dann schauen. Das ist nichts für kleine Mikis. Das ist nichts für kleine Mikis. Was? Excuse. Excuse, du stehst im Weg. I'm sorry, aber... Oh. Du bringst mir kein Glück, Miki. Oh, Miki. Das war ein Spaß gewesen. How dare you do the leader box on me? Hätte es, glaube ich, auch nicht gebraucht. Ja. Adieu. Aufpassen!
Jawohl. Okay. So einfach machst du es ganz bestimmt. Oder doch? Cool, wir haben den. Jetzt bringen wir den noch retour und dann schauen wir. Was? Es ist mir egal, wie viele Akademien Sie bauen und wie viel... Damit kommt ihr nicht davon. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? No one asked your opinion, you filthy little mudblood. Ist alles in Ordnung, Ich mache mich aus dem Oh ja, recht gut. Meine Unterbringung hier ist immer noch Ermordet! Ist das gerade wirklich geschehen? Nein, alles ist in bester Ordnung. Lassen wir die Spielchen. Durchaus gerecht. Ganz leicht geblockt. Mir, wenn die Dinge außer Kontrolle sind. Das war gar nichts. Da müsst ihr schon besser sein. Jemand muss mir helfen. Jemand muss etwas unternehmen. Du machst nichts, oder? Bei Stendars Gnade. Ihr habt ihn gefunden. Azuras Stern. Vielleicht ist dies meine Chance, die Dinge in Ordnung zu bringen. Ich kann Marlins Arbeit beenden, so wie wir es vor seinem Wahnsinn geplant hatten. Es würde bedeuten, den Stern von Azura zu trennen. Wenn wir fertig sind, würden nur dunkle Seelen in ihn eindringen können. Gebt mir 1 Minute, um den Stern zu untersuchen. Mal sehen, was wir tun müssen. Diese Risse und Sprünge lassen nichts Gutes erwarten. Als Marlin die Akademie verlassen hatte, hat die Verzweiflung offenbar immer mehr von ihm Besitz ergriffen. Was war das? Schlägst du nach links, das ist gut. Lassen wir die Spielchen. Wir auch. Jetzt bringt... So. Er hat es geschafft. Er hat es tatsächlich geschafft, seine Seele in den Stern zu bringen. Aber der Stein bricht auseinander. Er braucht immer mehr Seelen, um sich zu erhalten. Der Stern wird benutzt, um Marlins Seele zu erhalten.
Solange sich dieses Fragment von ihm noch im Stern befindet, kann ich ihn nicht in Ordnung bringen. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Genau. Aber wir können Marlin nicht einfach fortzaubern. Dagegen hat er Vorkehrungen getroffen. Seelen dürfen nur hinein, aber nicht hinaus. Wenn wir irgendwie eine Seele in den Stern schicken würden, eine, die bereit wäre, Marlin von innen zu überwältigen. Eine spezielle Seelenfalle. Euch in den Stern bringen, ohne euch vollends zu töten. Sobald so Marlin halbwegs erledigt ist, hole ich euch zurück. Ich verstehe, wenn ihr etwas Zeit braucht, um euch vorzubereiten. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Kommt ihr hier nicht raus. Ihr habt gewonnen. Also gut. Diese Dummköpfe kämpfen wirklich. Geht's da raus? Da. Tschüss!